Ja, herzlich willkommen zum 6. Heavy Mental. Es ist die dunkle Jahreszeit und von dem her ist es jetzt richtig passend, auch wieder zusammen zu hocken, zusammen zu talken, nachzudenken und ihr an die Heime. Leider hat uns Twitch eine Rechnung oder einen Strich durch die Rechnung gemacht, darum ist das Ganze nicht live und wir zeichnen es jetzt einfach auf. Ist leider so, können wir nicht ändern. Wir machen jetzt einfach das Beste daraus. Wir denken zusammen nach, heute Abend über Metal, über das Leben, über den Glauben. Wir zusammen mit euch, mit unserem Gast. Die Geschichte mit dem Markus, der heute Abend da ist, Markus Bürki. Meine Geschichte mit ihm fängt an vor 7 Jahren. Es war Elements of Rock, der Vorabend, wo wir uns abends treffen als Team. Und das ist der Markus gekommen. Er war als frisch gewählter Kirchenpfleger dort dabei gewesen, von der reformierten Kirche in Uster. Er ist ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Vielleicht hören wir nachher noch etwas dazu. Und er ist vorbeigekommen und hat uns vom Team dort vom Festival die Handgranaten mitgenommen. Wenn wir es ein bisschen genauer anschauen, ist es natürlich nicht eine normale Handgranate, sondern eine aus Ton. Und sie ist gefüllt mit Blumensamen. Und der Markus hat uns dort ein richtig explosives Festival gewünscht. Eins mit viel Energie, aber eben auch eins, das Freude und in die Szene hineinbringt. Und seither ist ein Haufen gegangen, seit wir dort uns getroffen haben. Und ich bin gespannt, mit von ihm zu hören. Ich weiss, es ist ganz viel Interessantes gegangen in diesen 7 Jahren. Fragen könnt ihr jetzt eben leider keine stellen, weil es nicht live ist, Scheissdreck. Aber es ist jetzt halt so, wir stellen einfach umso mehr Fragen. Silas, danke fürs Gespräch. Markus, schön hast du den Weg zu uns gefunden. Merci für die Einladung. Super. He? Jetzt wäre Push to Talk noch gut. Genau. Wenn man hustet nicht die ganze Zeit. Aber das kann man ja dann rausschneiden, oder? Man hat ja sonst nichts zu tun. Ja, Markus, cool bist du da. Merci auch. Wir kennen uns nicht, glaube ich. Wir haben uns Ja, so ein bisschen vom Gesehen her. Ja, aber ich glaube, geredet. Nein, Gell? Nicht. heute Abend das erste Mal. Ja, ich bin gespannt. Wir haben im Vorfeld ein bisschen zusammen geredet, kurz mal telefoniert. Ich weiss immer noch ganz wenig von dir. Aber was ich bis jetzt weiss, ist, dass du ganz viele verschiedene spannende Themen hast und dass so ein bisschen dein Weg über sehr viele verschiedene Phasen gelaufen ist. Und da habe ich mir überlegt, was gibt es denn alles für verschiedene Versionen von dir, wo du mal gewesen bist? Oh. Ganz viel. Und hoffentlich immer noch neue davon. Ja, wo soll ich anfangen? Ja, möglichst so, keine Ahnung, Teenager. Geburt, nein. Genau. Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Teenager, ich glaube, sehr früh ist schon Metal ein Thema gewesen. Also eben das so die ersten Teenie-Stressjahre konnte ich dann mit Metal wirklich überleben. Das ist so Therapie. Ja, voll. Mit dem Velo in die Säcke gefahren, ich bin in Buswil aufgewachsen und dann bist du über so eine Landstrasse, natürlich ohne Velohelm, das hat man glaube ich noch gar nicht, das hat es noch nicht gegeben. Und dann ist eben Metallica Live steht 1992 oder San Diego und so, das, was ich da mittlerweile tätowiert habe, ist dann so, ist draussen gewesen. Und mein Bruder war dann mal an einem Konzert, gewesen, ich glaube 394 in Zürich. Und ich mit so grossen Kopfhörern über die Landstrasse, Yes. ohne Velohelm und das mit Kassetten noch. Mit Kassetten, oder? Hast du so ein Ding gehabt, wo so einen Antischock? Nein, einfach, das hat einfach. Und die Kassette, ich kann dir heute noch sagen, wenn ich das wieder mal höre auf Spotify, wenn das Kassette fertig war. Also ich weiss noch, hier musste ich dann schnell anhalten und kehren, oder? Und das ist schon, also das war sehr früh gewesen, wo mich das ja, ich nicht gerettet, das ist ein bisschen pathetisch, aber das hat mich schon über die Zeit hinweg gebracht. Was war es denn genau gewesen? Was hast du das Gefühl, was waren es für Faktoren, die die Musik auslösen? Also ich hatte einfach Stress in der Schule. Ich war ja nicht so gut in der Schule. Weil Schule ist Franz und so. Ich sage, heute mittlerweile ganz vieles interessiert mich ehrlich nicht. Ja. Und in der Schule hat mich ganz vieles nicht interessiert. 2, 3 Sachen haben mich interessiert. Das war Musik, Band. Das war vielleicht noch Zeichnen, Kunst. Lesen vielleicht. Die Klassenkameraden haben mich interessiert, aber ganz vieles hat mich nicht interessiert. Und dort irgendwie
das zu überstehen und den Frust loszuwerden, dort war Metal schon sehr früh ein Therapieinstrument gewesen, oder? Also In die Welt eintauchen. Welt. So. Aber was Ja. hat denn das beinhaltet für dich als 14-Jähriger? Also bist du auch, also hast du dich dementsprechend auch gekleidet oder ist es nur die Musik gewesen, oder hast du Kollegen gehabt, die das zusammen... Also Ich hatte so eine, hast du so eine Kutte eine gehabt? Jeansjacke, Yeah. so eine blaue, wie meine Hose irgendwie. Und dann hat sie so Metallica and Justice for All, also die Klassiker, oder? Und dann bist du so mit der... Und die Haare wachsen und es war natürlich jenseits gewesen, weil sie einfach, ja, einfach, oder... Aber, einfach, ich bin... Wenn ich das gehört habe, ich habe geträumt, ich weiss noch, ich habe geträumt von, ich sei der Lars Ulrich am Schlagzeug. Ich habe das geträumt, wie ich auf die Bühne laufe und an das Drumkit hocke und, oder? Und dieser Welt zeigen, hey, ich bin Schlagzeuger. Ja. Ich muss nicht mehr Franz Wörtli lernen, oder? Ja, es ist wirklich, das ist Also ein bisschen wie Eskapismus. Oder? ja. Und ich habe das gelebt, also irgendwie aufgesogen, völlig, oder? Und es ist halt weitergegangen mit Maiden und AC/DC und die ersten Konzerte. Und dann ist ein bisschen eine Pause gekommen. Und dann so mit 20, 21, 22 ist es dann wieder weitergegangen. Also hast du dann... Wann hast du selber angefangen Musik zu machen? Oder ist das überhaupt das Thema gewesen? Ja, Musik ist immer... Ich habe mit 6... Das ist jetzt kein Mist, den ich erzähle. Mit 6 bin ich zu so einem... Wie sagt man denen, die schauen, ob man musikalisch etwas drauf hat? Keine Ahnung. Zu so einem Ein Musiktherapeuten. Berufsberater? Nein, so einer, der von Musik etwas versteht. Ja. Bin ich mit meiner Mutter her und er hat dann so Rhythmen vorgeklopft. Weißt, so. Okay. Also so ein bisschen wie ein IQ-Test? oder Genau, so, einfach für mit Musik. Rhythmen. Dann habe ich das nachgeklopft und ich weiss es wirklich noch, es ist kein Mist. Ich habe dem einfach alles auf einmal hergeklopft und am Schluss hat er gesagt, ich weiß nicht, was er noch machen soll. Weil ich einfach wirklich... Und dann, mein Gott... Und er sagt zu meiner Mutter an diesem Gespräch sofort Musikunterricht. Und das war dann Piano am Anfang, Jazzpiano. Also zuerst klassisches Piano und dann ganz lang Jazzpiano, Improvisation. Und dann irgendwann ein bisschen Gitarre im Semi. Also ich habe ein Lehrersemi gemacht, habe ich Gitarre gelernt und das kann ich immer noch so ein bisschen. Eben. Aber das heisst, wo du quasi dort deine ersten Erfahrungen mit Metal gemacht hast, ist das musikalische selber produzieren, ist das Klavierspielen gewesen, Ja. vor allem klassisch? Ich hatte einen Computer, der Atari, das sagt denen, die Nice. Musik machen, noch etwas, Nice. oder? Ja. Yeah. Der ST 1040, irgendwas, weiss auch nicht mehr. Und der hatte ja das Happy-Programm, das gratis war. Und dann konnte du mit einem Klavier, mit einem MIDI-Instrument... Und ich habe dann meine ersten Songs gemacht und mein erstes Projekt war eigentlich eine Kassette, wo mir der Musiklehrer, als ich beim Keller im Musiklehrer habe überspielt, also kopiert, also eine Etikette draufgeklebt. Und der Kunst, wie sagt man, der Zeichnungslehrer, der auch Künstler war, hat mir das Cover gemacht. Cool. Und das heisst Not Forever. Projektnummer. Und dann hat es irgendwie 4 von den 5, 6 so Atari arrangierte Songs drauf gehabt. Aber eben, selber nach Metal machen ist dann später später gekommen, oder? Also bist du einfach nicht auf die Idee gekommen oder hast du keine Kollegen gehabt, die geholfen haben? Oder? Nein, ich glaube nur vom Lars Ulrich geträumt, oder dass ich der Schlagzeuger von Metallica bin und so. Aber das war dann später, wo eben Kollegen, die Matura gemacht haben oder Matura-Feier hatten, haben gesagt, hey, wir machen eine Metal-Karaoke-Bar im Gimmi mit Whisky, Cola und was weiss der Guckeri alles. Und Teppich, gell? Schöne Teppichböden. Dann sind wir gekommen. Und dann sind die auf mich zugekommen, ich weiß gar nicht, wie man es kennt. Dann sagt der Bürki, du musst schreien. Was schreien? Ja, komm, wir gehen mal proben, das kannst du schon. Wir hatten keinen Plan gehabt. Dann sind wir ins Musikzimmer, ich glaube auch vor Sekt dann noch. Dann haben wir so Pantera und dann hat er mir ein paar Sachen vorher gegeben. Ich sagte, probier wie die jetzt tönen. Mal kopieren. Und du machst es back. Und dann ich, ja und so. Nein, das hat er vorhin gesagt, oder? Nachher hat er gesagt, Bürki, du musst kaputter tönen, tön kaputter, du musst kaputt tönen, weißt du, so, oder? Und dann hast du echt probiert. Und irgendwann haben die anderen gefunden, das tönt wie Cradle, das ist cool. Das tönt wie Cradle of Filth, oder? Nein, die habe ich gar nicht gekannt. Dann ist es halt so weitergegangen und dann hast du irgendwann dann auch deine Technik gehabt, oder das Gefühl gehabt, dass... Das wäre die nächste Frage gewesen. So, Ja. wie ist dann die Technik dazu gekommen, Ja. dass du die Stimme eben nicht an Ranzen machst? Also die ersten Versuche waren einfach schreien, bis es eben quietscht und
weh macht und dann 5 Tage nicht mehr richtig reden. Und irgendwann hat es dann geheißen, ja, es gibt im Fall schon so Melissa Crow, irgendwie ist mir noch im Kopf, es gibt so ein paar so ganz Bekannte, die eben das Vocal Coaching machen. Aber das ist dann später gewesen, haben wir dann mal schauen, okay, wie machen wir es jetzt auch noch richtig? Eben so wie Bands wie Soilwork, wo schreien und clean singen und alles zusammen, oder? Da hat man dann probiert, ein bisschen, aber viel Technik war im Fall nie dahinter gewesen. Ja. Weil einfach mehr spüren und aufpassen. schreien, aufnehmen und hören, ob es cool tönt. Und wenn es cool tönt, ist es super. Das Metal muss einfach gut tönen. Und der Hals, ja, den kannst du dann nächste Woche wieder. Irgendwie so, oder? Ja, genau. Also das heisst, die ersten Bands, eben, die dich beeinflusst haben, das ist eben Metallica schon erwähnt. Was ist noch gekommen? Wo überhaupt die Musik hast lernen kennen? Ja, In Flames ist dann recht gleich mal gekommen. Immortal, At the Gates ist ganz eine wichtige Band gewesen. Weil ich wirklich finde, die Scheibe Slaughter of the Soul, das ist wirklich Death Metal. Das höre ich heute noch und stellt mir, auch wenn ich jetzt daran denke, das stellt mir gerade an. Das ist die Essenz für mich vom Death Metal. Und das ist, also Death Metal ist für dich so ein bisschen wie der musikalisch auch ein bisschen Höhepunkt gewesen von dem, was du... Ja. Oder kannst du das überhaupt sagen, was so... Mit diesen Stilen ist es halt auch so, wo man dann die ersten Bands hatten, also wir machen, das tönt etwa so, du machst Textenbürki und so, also komm, schrei wieder wie kaputt und so. Dann haben wir mal ein paar Songs gemacht, ja, was ist das eigentlich für ein Stil? Irgendwann ist ein Kollege gefragt und haben wir gefunden, ja, also eben irgendwie Metalcore ist dem mal gefallen, aber wir haben es vielleicht gleich selber nicht so genau gewusst. Und Schubladen finde ich auch immer so ein bisschen okay. Aber sicher irgendwie Death Metal und Black Metal Elemente hast du immer drin gehabt. Also Blastbeat hast du immer irgendwo. Und mittlerweile würde ich schon sagen, wenn ich Musik höre, 90% Metal, Death Metal und ja, dann ist es wirklich Death Metal. Und so ganz klassisch ist es eigentlich Testament. Wirklich so die Sachen, wo ich vor 10, 15 Jahren schon gehört habe, die höre ich einfach wieder gerne. Requiem aus der Schweiz. Ganz klassisch. Wir werden nachher noch ein paar Metal, von diesen Sachen hören. Ja. Aber ich habe das Gefühl, so zum Einstieg, dass wir mal ein Musikbeispiel hören, würden wir doch wirklich biografisch zuvorderst anfangen mit Metallica. Du hast aufgeschrieben, The Four Horsemen. The Four Horsemen. Was verbindest du mit diesem Song? Alles. Also erzähl. Einfach vor allem die Live-Version. Ich habe die so oft gehört. Ich kann heute mit dem Hetfield mitreden. Die haben aber ein Konzert gemacht, 3 Stunden. Und 1 Stunde haben sie blöd auf der Bühne. Ja. Und Geschichten erzählt und Schlagzeug gewechselt und tralala und Bier getrunken. Und ich habe das so oft gehört, ich konnte mitschwätzen. Also die ganzen Ansagen, das kann ich heute noch. Das ist so ins Blut, oder? Und The Four Horsemen ist einfach der Song, wenn ich Metallica heute... Ich höre heute nicht mehr so Metallica, neues Zeug, auf das alte Zeug. Und dann ist es wirklich so... The Four Horsemen, Creeping Death, so die, wo ich wirklich finde, hey, das ist Metallica, oder? Also, wir hören Four Horsemen von Metallica. Yeah. Ich finde noch krass, eben, wie so Musik, wenn man sie zum ersten Mal gehört hat und dann vergleicht man es eben nach irgendwie 10, 20 Jahren, was auch immer Jahr. Ja. Und dann hat man noch ganz andere Ohren, weil mittlerweile vielleicht noch viel Strübers oder Härters oder was immer gelost hat. Das finde ich irgendwie noch spannend. So eine gewisse Dynamik behalten es ja, aber es wird auch, also das dünkt mir jetzt zum Beispiel sehr weich, wenn ich mir überlege, als ich das erste Mal Metallica gehört, klar. Ist natürlich so wie... Schlimm, ja. Wie die das erste Mal Beatles gehört haben in den 60ern. Das geht gar nicht. Elvis Presley, ja, klar. Visionär mit den Schildchen, oder, vor der Veranstaltung. Ja. Die Jungen durchdrehen, weil sie jetzt tanzen und die Kultur verfallen und was auch immer. Aber ist das bei dir in deiner Biografie ist das ein Thema gewesen? Kulturzerfall. Genau. Bist du jetzt nein. Andere Leute, so im Sinne von wie
Haben sich die schockieren. provoziert gefühlt oder nicht? Oder haben die Angst gehabt um dich, weil du jetzt böse Musik hörst? Ist das überhaupt nicht? Ja, es war schon ein Thema gewesen, daheim. Daheim? So, ja, daheim mit 18, 19, wo ich dann anfange In Flames zu hören, Ja. wo ja eigentlich auch so ein bisschen okay, es ist Melodic Death Metal, es ist im Fall mega nett und ich bin schon an 100 Konzerten, sind sie alle ganz lieb, also Ja. alle Metaller, abgesehen davon. Aber die Texte halt, «It's the dark that binds you» beim Song von Pinball Map oder die Texte, die halt dann irgendwann meine Mutter mal ein Büchlein hat angeschaut und Was gefunden hat hat. sie denn gemacht? Ja, ja. Aber das ist ja schon mal gut. Also ich habe Ja. das Gefühl, meistens lenkt ja das Cover anschauen und dann ist es vorbei. Ja, oder? ja, nein, und das war schon ein bisschen eine Auseinandersetzung gewesen. Und es war eben ganz geil, gewesen, dass sie dann von meinem Bruder John und ich gefunden haben, ja, das ist eine Phase. Also dir hat das selbst Sie haben mir gesagt, das ist nur eine Phase. Aha, okay, ja. So wie wenn jemand gerne Horrorfilme schaut mit 20 oder so. Oder? Ja. Und beim Metal haben sie auch gefunden, das ist eine Phase. Oder? Und das ist mega. Und ich habe irgendwie gewusst, in meinem Innersten, nein, das ist keine Phase. Mann, das ist keine Phase. Oder? Und es war keine Phase gewesen. Sie hat sich verändert und sie ist anders geworden. Aber Klammern, je älter sie wird, jetzt habe ich meiner Frau letztlich gesagt, hey, ich muss meinen Arm noch fertig tätowieren und ich will den neuen Camouflage New York Hut. Ich will einfach sehen, dass die Leute sehen, dass ich ein Metaller bin. Weißt du? Irgendwie kommt das einfach wieder, oder? Ja. Es hat so Phasen gegeben, wo ich die schwarzen T-Shirt alle habe. Ich war Lehrer, habe Schule gegeben, ich gefunden, schwarze T-Shirts kannst du jetzt irgendwie nicht mehr mit dem blutverschmierten T-Shirt Ja. und so. Also mein Schulleiter hat da schon wüst gesagt. als ich- Gell, ja, eben. kann passieren. Und irgendwann ist, im Moment ist so eine Phase, wo ich finde, nein, ich will das, ist da dazu. Oder? Und dann ist der Geschmack eben irgendwie härter geworden und so. Ja. Wie bist du sozialisiert gewesen? Hast du Kollegen gehabt, die das auch gehört haben und bist an Konzert und dann wahrscheinlich mit den Leuten, die selber Musik gemacht haben, Ja. auch. Also in Säck hat es einfach so die zwei Gruppen gegeben. Bist du Rap oder Heavy, oder? Ah, Ja. ja. Also hast du eine Jeansjacke mit Metallica und DC und Iron Maiden oder hörst du Hip-Hop und ich weiß gar nicht, die Hosen dumm und so. Kommen auch wieder. Kommen bei uns. wieder, ja. Aber sie haben keine Ahnung, was Nein, es ist. sie legen es einfach an. Ich liebe es, Ja. das ist super. Habe ich auch schon und gesehen. Kiss ist Ja. habe ich schon ein paar Mal gesehen, Metallica, ja. AC/DC schon. Ich habe auch schon einen gefragt, der ganze Junge, hey, kennst du das? Nein, aber ist das ein cooles Shirt? Das ist New Okay. Yorker oder so. Genau. Nein, und dann haben wir natürlich eigene Bands gehabt und dann bist du zusammen ins Z7 und wo ich eben lustigerweise Klammern wieder auf Basel gezogen bin, von Zürich, Uster auf Basel wegen meiner Freundin, jetzt eine Frau, ist dann eine Überlegung ist schon gewesen, hey, hure geil, da bin ich mega schnell im Z7. Und mittlerweile, ja, vor ein paar Jahren bin ich wirklich das erste Mal mit dem Velo ins Z7 an ein Konzert. Und am Abend. Und vorbei war das halb eine Odyssee. Ja, Ja, wer kann schon Auto fahren, oder? Und so. Am Abend ein 12 Jahr, ja, man darf saufen. 12 Uhr eins daheim und Ja. am Morgen wieder in die Schule, oder? Jetzt gehe ich mit dem Velo ins Z7, wenn es dann wieder offen ist. Was sind so Höhepunkte, Konzerte, die du gesehen hast mit Z7? Ja. Also, das erste Mal In Flames habe ich auf der Tour 2000, Clayman Tour 2000, habe ich das erste Mal In Flames live gesehen. Ziemlich weit vorne im Gemosten innen. Ja. Das war schon eindrücklich gewesen. Das Zeug, das du hörst und so einen Bezug und eine Energie spürst, nachher stehen die dort vor dir und spielen das Zeug, oder? Ja, im Z7 war natürlich ganz viel gewesen. Also Immortal war im Z7, Cannibal Corpse war im Z7. Gewesen. Und es hat aber die Metal Days gegeben, oder? Mhm. Wo einfach 20 Bands und dann ist einfach, also, Ja, auf anderen Orten ein Festival, ja, das Grösseres. Ja. draussen der Alkohol versteckt im Gebüsch. Und drinnen ein Bier getrunken und so. Ja, es war einfach die Zeit gewesen, oder? Viel an Konzert gegangen. Und eben, du hast ein paar CDs mitgebracht von verschiedenen Sachen, eben Bands, die du gespielt hast und so. In was für einem Rahmen habt ihr dort, also was waren das für Bühnen gewesen, für Konzerte? Was kann man sich das vorstellen? Wir haben halt, also mit Killflex haben wir dann schon pro Jahr vielleicht 10 Konzerte gespielt. Ja. Zürich im Dynamo heisst es, Ja, glaube ich. genau. Eins hat B7 geheissen. Das haben wir so lustig gefunden. Ja, das Z7, B7, hahaha. Ja, einfach, wo man hat dürfen spielen, sind wir spielen. Ja. Und das war aber eine rechte Sache gewesen, weil
das Schlagzeug mitnehmen, noch den Trigger vielleicht einpacken, noch 2 M's einpacken. Also du schleppst viel, du baust auf, dann spielst du vor 20, 40, 50 Leuten. Ja. Und dann darfst du gratis trinken, aber du musst ja noch heimfahren. Es war halt eine rechte Kiste immer. Für das ist es eben halt auch gleich jetzt zu Nische, oder? Es ist halt schon nicht... Ja, wir hatten schon ein paar Konzerte, gehabt, wo es viele Leute hatten, aber ja, der Aufwand war immer gross gewesen. Ja. Und nachher, und eben, finanziell ist das schon nicht die Ja, Idee ist klar. gewesen. Das ist klar, ja. Aber man macht es irgendwie auch wegen dem Fun. Aber Genau. eben, das ist schon um 20 Uhr, hast du gesagt. Ja, also 2023 haben wir die erste Scheibe gemacht. So. So. Habt ihr die einfach irgendwie selber neu mit aufgenommen? Oder seid ihr so ein... Was habt ihr? In Bio sind wir in ein Studio die erste Killflex aufnehmen. Und das ist wirklich so, so wie man sich das vorstellt, mit einem Schlagzeug in so einem abgeschlossenen Ding und dann der Computer und so. Und die letzten Sachen haben wir so ein bisschen, hat ein Kollege, den ich immer noch mit ihm zu tun habe, jetzt gehe ich mit den Kindern mal vorbei, Kinderlieder aufnehmen oder und so. Okay. Und der hat ein kleines Studio im Keller, da brauchst du halt nicht mehr so viel. Und dort haben wir dann das Zeug eingeschrauben oder auch die Instrumente. Meistens war das Musikmaterial schon fertig gewesen, und ich habe dann irgendeinen Texte gemacht und bin noch ein Wochenende her und das Zeug eingeschrauben und so. Ja. Genau. Also wir hören wieder etwas, wir haben relativ viel zum Hören heute. Ja, ich habe viel mitgenommen. Du hast einfach nicht entscheiden, gell? Nein. Und zwar «At the Gates». Oh. «Blinded by Fear». Du, erzähl etwas, warum hast du den ausgewählt? «At the Gates». Ja, da habe ich auch das Tattoo, «At the Gates and the World Returned». Das ist ein Song von «At the Gates». Und es hat aber auch etwas... die Welt ist zurückgekommen. Dann kommen wir das später noch. Ja, Theologie und so. Ja. Bin gespannt. Genau. «At the Gates» ist wirklich eine Band, wo ich finde, hey, die alten Sachen, das neue Zeug auch nicht mehr. Das ist wirklich... Das würde ich mir auf den ganzen Rücken voll tätowieren mit dem ersten Plattencover. Das ist es einfach. Jungs, dir hat es einfach. Es gibt so Sachen, wo du hörst und das Gefühl hast, das ist es. Ja? Also, wir hören «At the Gates, Blinded by Fear». Yes. Yes. Aber jetzt ist ja so, dass wir ja den Talk haben im Zusammenhang mit der Metal Church. Und das sollte ja schon ein bisschen anklingen, dass das irgendwie noch etwas mit Kirche oder mit Gott oder so zu tun hat. Ich möchte dann auch noch so ein bisschen über einen Weg reden, wie das du irgendwie eben im Zusammenhang mit Kirche oder mit Gott oder mit was auch immer gekommen bist. Und eben bis jetzt hast du einfach erzählt, es war einfach Musik und so. Hat ja jetzt in dem Sinne noch nichts. Irgendwie keine extrem theologische Dimension. Wie bist du in diesen Themenbereich hineingekommen? Oder was hast du dir überlegt, so als Teenager, so, wenn jemand gesagt hat, Kirche, Gott, was war so deine Erfahrung? Kirche ist für mich nach der Konfirmation, da habe ich eben den Sämann noch bekommen, die Zeitschrift von... Und ich weiss wirklich noch, es gibt Sachen, die vergisst man nicht im Leben. Das ist auch so etwas, den Sämann habe ich nie verstanden. Ich habe den aufgeschlagen, ich habe bekommen und dachte, okay, um was geht es? Aber ich habe auch von der ganzen Konfirmationszeit, glaube ich, nichts verstanden. Das ist wirklich hart. Ich war 16 gewesen, oder? Wie 15, 16. Und das war einfach, glaube ich, zu komplex gewesen. Und da kommen wir dann auch noch drauf. Und ich habe auch heute noch das Gefühl, als ich jetzt in der Jugendarbeit der Kirche arbeite, es ist auch heute noch häufig zu komplex und zu gross und zu... mit 16, 15, 16. Also ich war dann echt wie weg vom Fenster gewesen und eben auch im Verlauf von den ersten Metal-Bands, wo so das Thema war, ja, Kirche brauchst du nicht, kannst du austreten und so. Okay, ich habe den Brief geschrieben. 10 Jahre draussen gewesen. Und als ich das erste Mal verheiratet war, mit einer Russin, ich habe russische Wurzeln und irgendwie hatte ich eine russische Frau gehabt, und die ist in die Schweiz gekommen und sie war noch sehr jung gewesen, und das ist in Brüch. Und mein Leben ist auch in Brüch. Und dann ist das war so ein Moment, wo ich am Küchentisch gehockt und nebst dem bisschen Arbeiten und Bier trinken habe ich, glaube ich, nicht viel hergebracht. Sie ist dann ausgezogen. Und dann habe ich im Internet eingegeben, Osterpfarrer. Nice. Dann habe ich einfach den Pfarrer geschrieben. Und ich habe geschrieben, hallo,
ich weiß nicht mehr, ich könnte es noch nachschauen, wahrscheinlich in den Gmail-Mails. Da habe ich dem Pfarrer geschrieben und habe ihm wirklich gesagt, hey, ich brauche Hilfe, und zwar jetzt. Dann bin ich zu dem, und der hat eine Kerze angezündet, hat gesagt, nehmen Platz. Dann habe ich ihm mal erzählt und geheult, etc. etc. Dann bin ich 3-4 Mal vorbeigegangen und habe gemerkt, das ist irgendwie, das ist noch spannend. Und so ist halt eins zum anderen gekommen, dass ich irgendwann auf die Bibel wieder vorgenommen habe, wirklich so im Sinne von, okay, da hast du doch mal etwas gesehen. Wie geht jetzt das? Und Vater unser kann ich ja gar nicht gewusst, oder? Und keine Ahnung. So. Dann ist so eins ans andere gekommen und dann irgendwann gefunden, okay, das ist also etwas von mir, wenn ich etwas anfange, mache ich es gerade richtig. Dann gefunden, gut, ich werde Kirchenpfleger in Uster. Und den Samuel kennengelernt, wegen dem EOR. Und dann, eben vor 5 Jahren habe ich mich auf einen Job beworben als reformierter Jugendarbeiter. Und im Moment besuche ich den Theologiekurs Basel-Stadt, den evangelischen reformierten Theologiekurs, und lese ein Buch am anderen. Ja. Und bin Feuer und Flamme für die ganzen Zusammenhänge und Theologie und Glauben. Und eben der Katalysator war eben in dieser Krise gewesen. Ja. Und hast du das Gefühl, also wahrscheinlich hat es ja die Krise gebraucht, nehme ich jetzt mal an. Meistens sind wir ja dann irgendwie in einem Zustand, wo wir... Ja. Und, aber probier, das ist ja so zusammengefasst, aber Ja. probier mal zu beschreiben, was ist in dir innen, also hast du das einfach gehört und gesagt, ja mal, logisch, wo kann ich mich anmelden, oder hast du wie einen Kampf gehabt, oder wie ist das gegangen? Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, wenn einfach nicht mehr, oder so der erste Moment, wo du das Gefühl hast, okay, Beziehung futsch, alles futsch. Das war auch, glaube ich, ein Fehler, alles an die Beziehung zu hängen. Das ist wie das Kartenhaus. Genau. Ja. Und wenn das Fundament, wo die Frau oder die Beziehung war, wegziehst, geht alles zusammen. Und dann war einfach nicht mehr da. Und dann ist die Frage gekommen, was ist denn noch da, wenn nicht mehr da ist? Und dann ist, glaube ich, die spirituelle Frage wieder gekommen. Es ist immer noch etwas da, auch wenn du glaubst, es ist nicht mehr da. Ja, genau. Und ja, der Pfarrer hat mir den Arsch gerettet. Punkt, oder? Ja. Und wenn er jetzt zuschaut, dann soll er auch stolz sein drauf, oder? Okay. Und das, ja, natürlich war es sein Job, mir Aber zuzulassen. das muss ich noch, wie Ja. bist denn du, was hast denn du für ein Bild gehabt, von einem Pfarrer, dass du auf die Idee kommst, Das ist... dem Pfarrer schreiben? Also mein Bild von Kirche ist ja dann sowieso ganz wahrscheinlich eben 10 Jahre austreten, Gottesdienst besucht, die Konfirmation das letzte Mal. Auch die grossen Zusammenhänge, die ich jetzt ja erst langsam anfange. Langsam kannst du Entschlüsseln. Gestern eben 3. Mose gelesen, Samuel vorhin gesagt, hey, das ist doch weg, der Four Horsemen, und weißt, auf einmal kommt all das Zeug wieder zusammen. Ich hatte doch keinen Plan gehabt. Ja. Aber irgendwie, vielleicht war es eben auch eine Eingebung gewesen, vielleicht, ich habe einfach gewusst, ich muss jetzt irgendwie, ich brauche Hilfe, und das war wie die Antwort gewesen. Und ich bin nicht googeln nach, ich habe nicht um 143 angerufen. Ja, spannend. Keine Ahnung. Sehr gut. Hast du aus dieser Liste von Songs, hast du etwas, wo du das Gefühl hast, das passt irgendwie? Weißt du, hat man auch etwas mit dem gefunden werden, sag jetzt mal, von Gott, oder ihn finden, irgendeinen Zusammenhang? Oder ist das mehr gewesen, was vorher abgegangen ist? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Oder etwas von dieser Krise? Ja, die Metal ist natürlich in dieser Krise immer auch da gewesen. Ja. Das ist ja wirklich, darum vielleicht Metal Church, oder? Weil Metal ist immer da gewesen und es wird immer da sein. Und die Church ist jetzt auch da, und im Moment habe ich das Gefühl, die geht jetzt auch nicht mehr weg. Ja. Oder die Frage, oder das Suchen, oder der Weg. Das bleibt einfach, oder? Ja. Ja, wir schauen. Vielleicht kommt da etwas zu sehen. Du kennst die Liste. Ja. Ja, aber eben, es ist ja nicht so, dass das mit der Kirche das erste Mal so das Identitätsstiftende war. Eben vorher haben wir gehabt, der eben Metal, der irgendwie identitätsstiftend war, oder eben die Beziehung dann mit der Frau, die eben wie nicht geklappt hat. Ja. Aber du bist auch unterwegs für Greenpeace.
eben, wir haben vorhin vom Sam noch die Handgranaten da. Ja, genau. Für, Das ist, glaube ich, so genau, ein Überbleibsel aus. irgendeinem heimlichen Garten schießen. Ja, wachsen Blumen und Wachsen so. Blumen. Das ist Ja, was machen die Blumen da? So in meinem Gras. genau, ich will, dass es alles noch mehr Genau. Rasen ist, so perfekt kontrolliert, britischer, imperialistischer Rasen. Schön. Genau. Ich habe Zivildienst gemacht bei Greenpeace Schweiz und beim Jugend-Solar-Projekt. Das gibt es in dieser Form gar nicht mehr. Das sind Jugendliche, die mit Greenpeace zusammen haben Photovoltaikanlagen auf Schulhäuser gebaut, öffentliche Gebäude und so. Und in diesem Jahr haben mich die ganzen Themen sehr interessiert. Umwelt, Sustainable Development Goals hat es dann, glaube ich, in dieser Form noch nicht gegeben, die 17, aber so sind nicht da gewesen, ja. das, die Nachhaltigkeit und so. Und dann habe ich eben eine Ausbildung gemacht beim WWF Schweiz zum Umweltberater. Also ich hatte immer, wenn ich eben etwas mache, dann wollte ich dann noch voll eine Ausbildung und einen Fachausweis und die Teufel und jetzt auch mit Theologie. Es reicht mir dann nicht einfach die Bibel zu lesen, weil du verstehst ja gar nicht so viel, wenn du es einfach mal liest. Ja. Ich will den Zusammenhang und Aber es ist schön, dass du es merkst. Es gibt Ja. auch viele Leute, die dann einfach es lesen und dann ihr erster Zugang ist dann der Absolut. Oder? Ja. Und Nein, ich will das dann schon ist wirklich tiefer, schön, ja. oder? Und eben Greenpeace und dann... Und dann habe ich Schule gegeben. Bei Zürich, Nennike, Greifensee, Klassenlehrer, einfach mit Übertritt und all das Zeug, das kennst ja du. Ich weiss, Übertritt hast du glaube ich nicht. Gell? Nein, Oberstufe wissen sie schon. Also Aber- Gimmer ist dann... Ja. Ja, ich habe einfach gemerkt, ja, Lehrer sein, das ist, du gibst sehr viel und ist mir einfach auch, ja, zu wenig Herz. Ja, Musik, Songs mit den Kindern spielen, okay, aber du hast ja gleich sehr viel Sandwich-Funktion, weil die Behörden und die Eltern und die Kinder und du bist einfach mit drin, oder? Ja. Und du bügelst dir einen ab eigentlich. Und dann habe ich eben die Ausbildung im WWF gemacht und dann habe ich einen Job bekommen bei Greenpeace Schweiz in der Umweltbildung, wo wir eigentlich Schulklassen besucht haben. Oder ich habe Freiwillige ausgebildet, die in Schulklassen sind gegangen und über Umweltthemen mit den Kindern gearbeitet haben, einen halben Tag. Und ich habe sie wie gecoacht, begleitet. Zu Themen, die dann halt aktuell waren, Arktis-Kampagne, Sonnenenergie war immer das Thema gewesen. Im Moment ist, glaube ich, eher so Abfall, Mehrweg. Also es sind ja, aber man ist so in die Schule und ja. Und Schlauchboot gefahren bin ich nie. Für alle, die das dann immer... Ja, schlussendlich sind die meisten Jobber auch im Greenpeace-Büro Zürich oder Hamburg sind Desktop-Jobber. Weil es braucht Marketing, es braucht Aktionen, das machst du alles am Bildschirm. Wie viel davon ist auch ist Idealismus gewesen? Also wo du sagst, ich muss jetzt die Welt retten? Sehr viel. Schon, he? Und ich habe ja meine jetzige Frau auch dort kennengelernt, bei Greenpeace Schweiz. Die hat sich dann vorgestellt in dem Team, wo ich drin war. Das ist so eine Anekdote und sie hat dann den Ring gesehen, es war ein anderer Ring dann. Und sie hat beim Vorstellungsgespräch hat sie dann den Ring gesehen und dachte, ja, ist ja klar, die Guten sind vergeben. Und jetzt sind wir auch geheiratet und haben 2 Kinder zusammen. Und der Druck oder das Gefühl von wir wollen die Welt retten, ist schon bei allen sehr authentisch gewesen, weil die Welt ist ja wirklich, wenn du mal reinschaust, in einem desolaten Die Probleme sind ja Zustand. offensichtlich. Genau. Aber das war auch ein wahnsinniger Stress gewesen. Also schnell arbeiten, wir leben von Spendengeldern, wir müssen effizient sein. Also ich mache das noch als Freiwilligenarbeit. Es war ein riesen Druck gewesen. Und wir hatten noch keine Kinder gehabt. Das könnte und wette heute so, glaube ich, nicht mehr. Ja. Du kommst in eine wahnsinnige Spirale. Ja. Und wenn dann die Leute burnouten, bringt es dann auch nichts, oder? Es kostet dann auch. Also es ist dann wie ein Teufelskreis, Ist das oder? dann auch so ein kleiner Punkt gewesen, wieso du dann auch ein bisschen von diesem Umfeld weg bist? Oder? Ja, und dann ist es auch teamintern ein bisschen schwierig geworden Ja, und so. okay. Aber ja, das ist okay. Und dann habe ich gefunden, ich muss da weg, ich kann ja nicht mehr mögen. Immer das ein bisschen, ist ja ein bisschen wie Schuhe, oder? Du tust die Schuhe auch so ein bisschen aufopfern, du tust die so öffnen. Ja, klar. Und dann bist du ein bisschen noch angefindet bei Greenpeace. Ja, Greenpeace, das sind die da mega nerven auf der Straße. Ja, Das das sind nicht mehr, das sind Dialoger, das ist ihr Job. Ich habe meine im Büro. Also, ja. Das war eigentlich immer auch ein Rechtfertigen gewesen. Und meine Grosseltern zum Beispiel haben immer, ja, aber habt ihr die zahlen zwar jetzt, aber wenn sie dann mal kein Geld mehr haben, ja, Grossi ist gut, ich habe noch ein Lehrerpatent. Das, weißt, ja, so Zeug, oder? Was machst du, wenn die kein Geld mehr haben? Dann kann ich wieder schauen.
Das Patent habe ich übrigens immer noch. Ja, das nehme ich Das an. gelustert mich nehmen sie einfach dir nicht ja mehr so. weg, Nein, das nehmen sie dir nicht weg. Das ist, Das sind Fragen, das ist die Leute, gut. die uns haben. ja, im Moment sowieso. Genau. Was machst du, damit dir das nicht wieder passiert in der Kirche? Ja, gute Frage. Ich glaube, Kirche hat ja auch so etwas... Wir tun ja auch so, als würden wir die Welt retten, oder? Ja, Also das schreiben wir uns ja auf die Fahne. Ja, oder? ja. Das ist schon ein bisschen... Ich glaube, es ist das Gefährliche für mich, ich kann nur mal von mir reden, in der Kirche ist im Moment, dass man die Abwanderung hat, den Verlust an Leuten, die sagen, mal, ich will etwas pro Jahr dafür zahlen. Schlussendlich geht es auch um Geld, auch bei uns. Der Verlust Gelder gehen einfach zuerst noch über den Kanton gehen. Genau. Oder? Also ich sehe ja alle Monate im Protokoll, wer jetzt nicht mehr dabei ist. Und jetzt ist ja nicht die Idee, dass ich mit meinen 50% Jugendarbeiter, wo ich bin, kann den Trend nicht umkehren, der gesellschaftliche Megatrend, wie man dem so schön sagt. Das ist wahrscheinlich eine Bewegung, die zumindest in Europa, sagen wir wirklich unaufhaltsam vielleicht ist. Aber ganz böse gesagt, ich habe einen tollen Job mit tollen jungen Leuten, die fegen, wir machen ein super Projekt zusammen, ich habe wahnsinnig Spass, jetzt tun wir dann vielleicht einen Bandraum einrichten, etc. Und das genieße ich. Also Immer du wieder, sagst oder? wie, eben, dass du vom Fokus nicht, ich muss die ganze Welt retten Nein, oder nicht. nicht die Schweiz, was immer, sondern dass Nein. du dich wie auf das Individuum, das im Moment vor dir steht. Genau. Und eigentlich auch jetzt gerade bei der Spiritualität oder beim Glauben, wenn jemand Jungs am Freitagabend, wenn ich im Jugendtreff bin, sagt Böcki, ich habe eine Frage, ich will mit dir reden, dann muss ich da sein. Ja. Und auf das kommt es drauf an, oder? Und wenn ich dann nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt noch den Flyer fertig machen oder was, dann nein, der Computer zu, ja, was ist deine Frage, ich bin da. Ja. Oder? Das ist eigentlich ganz einfach. Einfach da sein für die Leute und auch für ihre, jetzt gerade bei den Jungen, für ihre Projekte, die sie machen wollen. Ich glaube, das ist auch ein Fehler, den die Kirche viel macht. Wir haben 3 tolle Angebote, aber es meldet sich niemand an. Ja. Ja, hat er sie mal gefragt, ob sie das wirklich wollen? Ja. Natürlich hast du immer wieder Sachen, wo du findest, das mache ich jetzt. Und Aber da hängt es ja vor allem am Faktor, wie viel Zeit hat man für reale 1:1 Begegnungen, oder nicht? ja, es ist eine Beziehungsarbeit. Eben, Natürlich. Ja. Und wie machst du das? Also wie kannst du das freischaufeln und priorisieren, dass das funktioniert? Jetzt muss ich wieder aufpassen, was ich sage, wenn er alle vor Killenpflege zuschaut. Nein, aber ich muss einfach schauen, dass ich wie sage, an dieser Sitzung bin ich nicht dabei. Ja. An dieser Projektgruppe zum Thema Gebäudesanierung in den nächsten 10 Jahren bin ich, sorry, zuerst habe ich gesagt, ich bin dabei, das ist jetzt aktuell, dann habe ich gesagt, hey, sorry, ich kann nicht. Ich habe 21 Stunden pro Woche, und ich bin als Jugendarbeiter angestellt. Also diese Sitzung und die und das, sorry. Ja. Und Lieber eben dort investieren, wo ja. Ja. Und das ist schon etwas Schönes. An Kirche finde ich jetzt nicht nur bei uns, ich glaube allgemein, so wie ich es wahrnehme. Wir sind zwar in einer Zeit, wo grosse Abwanderung herrscht oder wo Ja. das einfach spürbar ist und finanziell sich auswirkt, aber dadurch hast du auch eine Chance, dass du auch kannst fordern in deinem Job und sagen, ich bin da, ich mache es mega gern, aber ich möchte es so und sonst suche ich mir vielleicht etwas anderes. Weißt du, in einer Situation, wo es wirklich auch fragwürdig ist, wie es weitergeht, kann man auch fordern. Und das finde ich ist manchmal eigentlich noch ein guter Also ich Standpunkt. finde allgemein gut, wenn es wie auch um etwas geht. Oder? Und Genau. nicht einfach wie, eben, du füllst einfach die Lücke und dann machst du das und dann machst du irgendwann nicht mehr und dann füllt jemand anderes die Lücke, sondern dass Genau. es wie eben um etwas Reales geht. Eben mit der Gefahr, dass eben manchmal eben der Kopf, also alles über den Kopf zusammenbrechen und mit das Gefühl hat, das ist einfach zu viel. Ja, und auf allen natürlich. Seiten. Wir machen Fehler und ab und zu geht etwas in die Hose. Jetzt sind sie gerade selber der Jugendtreff am Leiten zum Halloween-Evening. Ich hoffe, sie stellen die Heizung richtig ab am Schluss. Weißt Noch gut, natürlich. Aber ich sage immer, also das oberste, wie heisst das Modell? Die Eigenverantwortung wäre ja eigentlich das oberste von dieser Pyramide da, ich weiß gar nicht, wie sie heisst. Und alles, was man sie nur delegierend brauchen, ist eigentlich, das interessiert eigentlich die Jungen nicht. Ja. Aber wenn ich sage, ihr habt eine Idee, ihr wollt eine Party machen, eine Motto-Party, okay, was braucht ihr dazu? Kostet es etwas? Muss ich für Budget schauen?
braucht ihr einen Kurs, also braucht ihr Unterstützung, wie man es organisiert, müssen wir jemanden reinholen, etc. etc. Und das ist ja nicht die Schnittstellenfunktion. Und nicht ich organisiere eine Party zum Thema, das euch gar nicht interessiert. Ist es vielleicht So. allgemein auch ein bisschen ein Problem, wo wir vielleicht als Kirchen grundsätzlich haben? Dass wir manchmal so ein bisschen das Gefühl haben, wir Klar. wissen ja, was die Leute brauchen. Klar, Und dann sind wir irgendwie enttäuscht. Wenn wir sie sind irgendwie- Land auf und Land ab, bei allen reformierten und katholischen Kirchengemeinden, wo ich jetzt schon die Nase habe, reingehabt, überall. Wir haben so tolle Angebote, aber es kommt nicht mehr. Ja, habt ihr es einmal gefragt, ob sie die Angebote toll finden? Also, weißt, Ja. natürlich, der Sonntagsgottesdienst ist etwas, das konstant ist und gemäss Verfassung muss das, glaube ich, auch irgendwie stattfinden und so. Aber es ist einfach ein kleines Teil. Und sonst, wir haben so viele Möglichkeiten, eigentlich. Aber du musst auch mal ausprobieren und herstehen und sagen, ja, Also, wir hören wieder mal ein bisschen Musik Genau. zur Abwechslung. Und zwar hören wir, ich gehe einfach da von oben ab. ja, sag. Cannibal Corpse. Ja, unbedingt. Was ist das für ein Song? Was hast du da? Ich kann es nicht mal lesen. Das ist auch nicht so wichtig. Die Okay. Cannibal Corpse Texte sind einfach Genau, so die ein sind bisschen, ja sekundär wahrscheinlich. Aber noch schnell, der Bassist Ja. von Cannibal Corpse hat in einem Interview mal gesagt, eben, ja, aber alle sagen die Texte und so, und das ist doch grusig und überhaupt und so. Und dann hat der Bassist gesagt, schau, die Leute kommen zu Konzerten von uns, haben eine gute Zeit, die hören das daheim und fühlen sich nicht besser. Kann nicht schlecht sein, oder? Okay. Und ganz ehrlich, wie viel haben schon andere auf der Straße abgestochen, weil sie Cannibal Corpse gehört haben? Ich glaube, es sind im Fall nicht, Ja, nicht so so. viel. Ja. Weißt du, also, Ja. oder? Aber das ist ja allgemein beim Metal. Wir Beim haben Metal vorhin ist auch schon das drüber eigentlich geredet, immer, eben so genau. im Sinne von, wie sieht von außen böse aus, Ja. aber dann, wenn man die Leute lernt kennen, ist ja meistens eigentlich relativ... Sehr viel Show aber es ist lustig. Aber das Fact. tun wir uns näher unterhalten. Genau. Wir hören jetzt Cannibal Corpse. Wie auch immer der Song heisst. Es pfeift noch. Oh, Rausch noch ein bisschen nachher. es rauscht noch ein bisschen nach. Es ist wie nach einem guten Konzert, da muss es noch ein bisschen pfeifen im Ohr. Du, das ist ja wie diesem schlechten Witz da mit dem, was sagt der Bassist zum Schlagzeuger nach dem Konzert. Ah, ist Du das? hast wieder Hennelo gespielt und jetzt hör auf pfeifen. Ja, voll. Ja. Ja, Cannibal Corpse. Eben, wir haben es vorhin noch ganz kurz davon gehabt, mit außen und innen, also so ein bisschen wie etwas gegen außen wirkt oder eben gegen innen ist. Und ich glaube, das ist ja nicht nur eben beim Metal ist natürlich ein Riesenthema, das ist ja klar, oder? Ja, ja. Die Symbolik, die man gegen aussen gibt, so das harte, böse, das hypermaskuline manchmal, so ein bisschen das Gewalttätige, und dann innen drin ist dann oft sehr Zerbrechlich. sehr brechlich und eben Ja. auch viele Aussenseiter, die dann irgendwie in dieser Musik irgendwie eben so, wie du das als Teenager erlebt hast, wahrscheinlich auch so ein bisschen halt und Identität finden. Und bei Kirchen, denke ich mir, ist es eben auch ein bisschen so. Mir denkt es auch so, was wir als Kirchen für ein Bild in die Gesellschaft raustragen und was wir eigentlich sind, das ist ja auch ganz selten wirklich kongruent. Ja. Das ist schon, Ja, ja. das ist schon so ein bisschen, was macht für dich, das, ich weiss, es ist so ein kleines overused Wort, aber Authentizität. Ja, Das ist ist so gut. ein bisschen- Nein, darfst du sagen, ist gut. Authentizität, Es ist schon Menschen in der Kirche. ja, oder für dich Für mich als was du Mensch. glaubst und was du lebst als Mensch, ja. Es ist sicher ein Modewort. Es kommt, glaube ich, in jeder zweiten Broschüre zum Thema Berater oder ja, authentisch sein. Okay, es stimmt, aber es ist wirklich auch so, wenn du im Metal auf einer Bühne stehst und die Show, die du machst mit Headbangen und mit eben dem Hypermaskulinen, wo irgendwie ab und zu dazugehört, oder? Wenn du das nicht authentisch machst, dann ist es wirklich einfach ein Witz. Und klar, bei Bands wie Immortal, wo sie sich schminken, meine Frau hat gesagt, er sieht aus wie ein Panda-Bär.
Er hat gesagt, ja, das stimmt, aber es ist nicht die Idee, oder? Und er läuft ja aber so in seinem Krebsgang über die Bühne mit dem Bass, der Bassist. Wenn du das von außen schaust, als Nicht-Metaller, hast du das Gefühl, hey, Klonparty. Aber es ist schon etwas dahinter, oder? Aber der macht das authentisch. Und zwar seit irgendwie 25 Jahren oder 30. Und ich glaube schon, dass eben auf einer Bühne zu stehen und authentisch zu sein oder für eine Kirche zu arbeiten und authentisch zu sein. Mit allen Brüchen und Fragen, die du an Glauben auch noch hast. Und die haben alle Menschen. Soll man niemand sagen, ich habe verstanden, wie es funktioniert. Dann sage ich, nö. Das ist meine Meinung, oder? Aber ist nicht genau dort auch so ein bisschen der Knackpunkt, oder? Wir hat ja das Gefühl, dass wir als Christen wie attraktiv sind für den Rest der Gesellschaft, haben wir ja wie das Gefühl, wir müssen irgendwie die beste Version von uns präsentieren und verpassen durch das dann nicht vielleicht genau eben die Aspekte, wo vielleicht viel attraktiver könnten sein, aber wo halt schwierig sind zu kommunizieren. Ich meine, wie soll ich sagen, so wie etwas, was dir hat geholfen, immer wieder zu überleben, ist die Bereitschaft gewesen, zu sagen wie, okay, ich kann es nicht, ich brauche etwas Neues, ich muss etwas lernen, weißt, ich mache eine Weiterbildung, ich mache eine Schule, du hast wie dich selber mit deinem noch nicht können auseinandergesetzt und das hat dich dann irgendwie weitergebracht, oder? Aber ich erlebe leider sehr viel, dass wir als Christen genau diesen Aspekt nicht gegen aussen tragen, oder? Innen vielleicht schon, aber gegen aussen probieren wir immer so abgeklärt und ich habe es jetzt im Fall und ich weiss es jetzt im Fall. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass man eben gegen aussen eben die verstaubten Bilder raustragen. Und ganz viele Leute, sage jetzt mal auf der Straße, die nicht wissen, was in einer Kirche innen läuft oder was die Idee ist eigentlich. Oder eben, ja, für die transportieren wir ganz häufig, oder die haben so alte Bilder im Kopf. Ja, die sind alle ganz fromm und die reden nicht über Sex und Sex haben sie schon gar nicht und die trinken keinen Alkohol. Genau, die sich über Mitose ja, und die leben nur vom Gebet und so. Und das ist einfach, es gibt sicher die Christinnen und Christen, wie es halt so breit ist wie alles auf dieser Welt. Ja. Aber es gibt einfach ganz viel, die einfach ganz normale Menschen sind, aber einfach mit der wie soll ich das sagen, wie eine Verbindung zu dem haben. Ich bringe immer das Beispiel auch bei den jungen Avatar. Gibt es doch die Szene, wo sie sich über ihre Haare mit dem grossen Ganzen verbinden. Ja. Aha, mit dem Baum. Mit dem Baum. Ja, genau. Und der Baum ist ja wie Gott oder das Allwissende. Und das ist ja ein super Bild. Wir probieren einfach uns zu verbinden mit dem grossen Ganzen, das man Gott nennt. Aber schlussendlich ist es ein Wort für etwas, das wir ja alle nicht können. Ja, jetzt grösser als umschreiben und beschreiben und so, grösser oder? Als die Wörter, die genau. wir brauchen, genau. Und das finde ich ein schönes Bild. Und das ist doch das, wo man einfach probiert, das Leben lang, die Verbindung aufzunehmen. Ja. Ich finde die Szene so schön, oder? Nebst dem, dass ja eben Avatar ein sehr spiritueller Film ist, oder? Ja, durch und durch. Aber das sehen wir vielleicht so und jemand, der findet, ich bin Atheist, findet, das ist einfach ein schöner Film. Nein, oder? sorry, aber das kannst du ja, nicht. Sorry, wenn dort irgendeiner das schaut, ja, aber es gibt's. Zumindest so ein bisschen an irgendwie an Indianer oder etwas, weißt du, Kult, irgendetwas. Denkt, der hat, glaube ich, einfach auch geschlafen im Film wahrscheinlich. Oder, aber ich glaube, das sind, glaube ich, das clasht so aneinander, oder? Jetzt hat bei uns gerade aktuell, wir wollen nächstes Jahr mit der Jugendgruppe auf Israel und so, und dann hat es jemanden, der mitkommt und der Partner möchte vielleicht auch, aber der Partner hat so gefunden, ja, aber mit diesen Kirchenleuten und so. Dann habe ich einfach ihr gesagt, schau, bist du nicht mit dem verheiratet? Schickst ihn mal zu mir, weil ich bin auch so ein Kirchenmensch. Also weißt, die Leute können sich auch nicht vorstellen, dass Leute wie wir auch in dieser Kirche irgendwie unterwegs sind und irgendwo eine Heimat gefunden haben. Das können sich viele gar nicht vorstellen. Ist das vielleicht auch ein Zeichen davon, dass wir uns vielleicht grundsätzlich als Kirchen eben so ein bisschen zu fest von einer Gesellschaft versteckt haben oder abgehoben oder was auch immer? Es ist schon möglich, aber einfach, dass wir gegen aussen uns zum Teil auch nicht mehr getrauen. Wir getrauen uns ja zum Teil nicht mehr rauszustehen und zu sagen,
ich gehe gerne am Sonntag in den Gottesdienst. Ich höre gerne den Leuten zu, die ich kenne. Und es macht mit mir etwas und ich habe irgendwie ein Vertrauen und das bringt mir etwas. Das bringt meinem Leben etwas. Wir getrauen uns das zum Teil gar nicht mehr zu sagen, weil es ja peinlich ist und wir sind ja aufgeklärt und das ist doch alles nicht mehr nötig. Und Oder man fühlt sich eben vielleicht schuldig. Also bei mir ist es oft so, dass ich dann je nach Kontext mir sehr genau überlegen, welche Worte brauche ich zum Formulieren, weil ich nicht irgendwie eins von 100'000 Vorurteilsschublädchen und dann weiss ich nicht, bin ich eine halbe Stunde beschäftigt, wieder die Vorurteile zu klären, dass man dann überhaupt wieder Ich bin im Fall nicht so einer und Kreuzzüge habe ich auch nicht gut gefunden. Genau. Ja, nein, es kommt immer so. Ja. Und dann kommen immer die drei, so wie was haltest du von Sex vor der Ehe, Homosexualität und was ist das dritte? Es kommt irgendetwas drittes kommt gerne. Schöpfung und Evolution. Ja, genau. Und das sind einfach so die drei Themen, und ich einfach denke, warum? Also es ist wie, es gibt so viele zentralere Fragen in meinem... Du hast ein Andachtsbüchlein. Genau. Kann man Andachtsbuch sagen? Oder ist es mehr Impulse oder Gedankensammlung? Oder wie würdest du es formulieren? Es ist Texte für die kirchliche Jugendarbeit, steht sogar drauf. Wo steht das? Vorne. Vor? Nein, es ist... Aber auch dort vielleicht schnell, es heisst Bibel, Bier, Gesang, Strich, das volle Leben, Ausrufzeichen. Und das widerspiegelt ja schon das. Kirche ist für mich natürlich die Bibel, da musst du dich damit auseinandersetzen. Wenn nicht, wäre irgendwie... So wie, okay. Yeah. Und Bier gehört aber auch dazu, nicht jetzt nur da zum Gespräch, sondern es gehört irgendwie auch zum Leben, finde ich. Ja. Und Gesang, Musik machen, ist vielleicht wieder der Metal drin. Zusammen singen, einfach das Ausgelassene auch. Und das ist auch ein Punkt, wo ganz viele eben von außen an Kirche schauen und das Gefühl haben, die sind ja nicht ausgelassen und die sind so verstaubt und so. Und ich würde dem fundamental widersprechen. Die ich kenne, sind alle fähige Leute und fröhlich und natürlich am Suchen, wie viele, oder? Und darum hat es eigentlich diesen Titel bekommen. Und wie ist das entstanden? Du das kurz beschreiben. Wir haben am Anfang von der Jugendarbeit haben wir die Jugendräume umgebaut und dann hat es dort eine Bar gegeben, einen Kühlschrank, es hat einen Musikraum, es hat einen Kinosaal zum Filmen schauen oder Twitch-Sachen streamen, wenn es funktioniert. Nein, gut. Und dann bin ich eigentlich der, der immer kam und gesagt hat, ich will irgendetwas Spiritualität da reinbringen. Du hast ein Bierdeckel gedruckt, genau. Das Buch auch noch machen. Genau, der Bierdeckel für den. Nein. Und dann habe ich angefangen, im Kinoraum Meditationen mit Jugendlichen zu machen. Also es war freiwillig, 1919. Ich bin auf dem Sitzkissen gehockt mit der LED-Kerze auf der Leinwand hingen. Und dann haben wir 10 Minuten geschwiegen. Einfach mal Ruhe, oder? Das ist auch eine schöne Tradition, die man eigentlich viel zu wenig macht. Ja, einfach mal Ruhe erleben. Und dann habe ich Texte geschrieben zu Bibelversen, die mich beschäftigt haben, wo ich gefunden habe, da wollte ich etwas dazu sagen oder da habe ich etwas dazu zu sagen. Und das habe ich aufgeschrieben und ihnen die vorgelesen und dann haben wir noch darüber geredet und uns austauscht. Oder? Und dann habe ich gefunden, am Schluss von jedem Text muss es noch ein Gebet haben und einen Segensspruch. Und so ist dann das Büchlein zustande gekommen, mit einem Vorwort und einem Nachwort. Und es steht ganz klar am Anfang, ich glaube, meine Haltung kommt klar über. Ich sage nicht, ich habe die Lösung gefunden. Ich habe so wie eine Empfehlung an Jugendliche. Ich sage zum Beispiel, es ist eben nicht so einfach mit dieser Spiritualität und dem Glauben. Aber ich habe auch geschrieben, besuche 100 Gottesdienste und lese 10'000 Seiten zu religiösem, spirituellem Inhalt. Treffe 25 Leute, die mit dem zu tun haben. Also probiere breit einzutauchen, oder? Und frage dich, berührt mich das, was ich erlebt habe, was nehme ich mit für meinen Weg und was finde ich aber auch nicht gut? Und wo muss ich sagen, nein, das lieber nicht? Ja. Und so ist das eigentlich entstanden. Ja. Das ist jetzt auch auf Spotify, oder? Genau, man kann es auch als Hörbuch hören, wenn man nicht lesen will. Genau, es gibt ja scheinbar so Leute. Nein, ich meine, wenn man pendelt oder so, finde ich es eigentlich noch gut, so etwas im Ohr. Genau, auf Spotify findet man das auch. Eben Bibel, Bier, Gesang, das volle Leben von Markus Börki. Das Design finde ich auch sehr cool. Es hat also etwas Metal. Für mich war immer wie klar, als ich das Büchlein hatte, einen Grafiker, ein ehemaliger Schulkollege, der Grafik macht, und gesagt,
ich will Dornenkrone drauf und Blutspritzer. Weil Blut ist ja, auch wenn es brutal ist oder aussieht, aber Blut ist eigentlich ein zentrales Thema. Ja, Jesus sagt, Auch, ja, wenn du mein Blut nicht trinkst, dann hast du leider auch Genau. nicht verloren hier, oder? also auch in der Bibel Blut und Blut auch vom wie soll ich sagen, Träger von unserem Lebenssaft ja, oder vom genau, Leben ja. und so. Und das hat doch ein bisschen, klar, ein bisschen Anrüchung sollen müssen sein, weil sonst wäre es nicht von mir gewesen, oder? Ja. Also eben, ich habe ein paar von denen habe ich gehört, auch online. Und eben, mir ist eben aufgefallen, dass du so eine, wie soll ich sagen, eine leichte Art hast, auch Sachen dürfen zu hinterfragen, Ja. wo man scheinbar ganz klar weiss, wie Ja, es ja. ist. So. Und das finde ich eigentlich auch cool, weil ich erlebe eigentlich sonst gerade von Leuten, die halt aufgewachsen sind innerhalb der Tradition, eine gewisse Angst, Sachen, die man halt seit Kind aufgehört hat, auch zu hinterfragen. Ja. Und das finde ich eben wie sehr erfrischend, wie du gewisse Punkte dann auch sagst, wie kann das sein, macht das Sinn, könnte es auch anders sein. Nicht, dass es dann auch automatisch immer anders ist, sondern einfach schon, dass man überhaupt das kann hinterfragen, weil es erinnert irgendwie so ein bisschen an eine Zeit, wo noch nicht alles Genau. spannend. Ich habe ein Buch gelesen, wo es um das keltische Christentum geht. Und dort ist dann im ersten Kapitel beschrieben, wie der eine Mönch, der Pelagius, der hat irgendeinen Streit gehabt mit dem mit wem jetzt? Mit dem ich schicke es dir per Mail nachher. Genau. Mit Shownotes. genau, mit dem Augustinus. Und der Pelagius hat das Gefühl gehabt, wie die Natur ist ja von Gott gemacht und es steht ja in der Schöpfungsgeschichte, das ist gut. Ja. Und wenn jetzt ein Kind auf die Welt kommt, dann ist das ja eigentlich auch Teil von dieser Schöpfung, das ist eigentlich gut. Eigentlich, wenn man ein Kind anschaut, dann sieht man irgendetwas von Gottes Herrlichkeit, weil es eben noch nie durch den Dreck der Welt gegangen ist oder so. Und Augustinus hat dann gesagt, nein, sobald das Kind auf die Welt kommt, oder nein, schon beim Akt der Zeugung ist das Kind eigentlich infiziert von der Erbsünde. Ja. Und die Natur ist eigentlich gefallen und darum. Und ich habe es noch spannend gefunden, weil zu diesem Zeitpunkt, das war irgendwie 400 oder so nach Christus, ist wie noch nicht definiert gewesen, innerhalb der Kirche, welches stimmt jetzt. Ja. Und das ist wie zu dem Streit gekommen, wo einfach eine Perspektive, wo ich dann wie finde, es haben ja beide Perspektiven, tragen etwas von einer Realität. Und das habe ich eigentlich das sehr, sehr befreiend gefunden, eben über Sachen, die so fix sind, gleich auch wieder darüber nachzudenken und auch dürfen irgendwie zu hinterfragen. Und das hat mich ein bisschen an das erinnert. Es hat so ein paar Sachen, wo ich denke, wie, aber kann man das sagen? Und gleichzeitig zu merken, ja, stopp, Moment. Vielleicht kann man Hier hat ja deine Perspektive und warum sollte ich jetzt deine Perspektive nicht akzeptieren, nur weil ich schon weiss, was ist die richtige. So, das, Und ich glaube schon, aber das ist mit dieser Erbsünde, ist ja auch, das müssen wir jetzt nicht auftun, die Kiste, weil das ist so kompliziert, das wird ja auch nach 3 Jahren Theologiekurs noch nicht wirklich, also weißt du, das sind Themen, die in der Theologie so komplex sind, wo ich finde, hey, liebe Leute, könnte man nicht einfach die paar Themen nehmen, zum Beispiel aus dem Neuen Testament, was ist es eigentlich gegangen, was hat Jesus eigentlich gemacht und gesagt, was ist die Idee drin? Dort ist es nämlich häufig relativ verständlich. Ich glaube, das Hauptproblem ist jetzt in dieser Diskussion gewesen, weil die Perspektive auf die grundsätzliche Welt ist halt eine andere. Oder? Der eine, der sagt, wie, nein, die Welt ist grundsätzlich gut und wenn etwas Gutes passiert irgendwo, dann ist es quasi Gott. Ja. Und alles ist Gott, was schön ist und Gott ist eine Natur und alles ist super, oder? Und die andere Perspektive, die sagt, nein, wir brauchen dringend das Heil, wir brauchen die Erlösung. Ja. Und eben, dann zu merken, in einem privaten Leben habe ich dann Tage, wo es mal das ist, Tage, wo es mal das ist. Es schwankt halt. Genau, und zu merken, dass wir eben oft so schnell, so klar sind mit unseren Urteilen, dass wir dann wie den Leuten wie sagen, du musst es im Fall so sehen. Ja. Und für das finde ich eben cool. Also zieht mich rein und auch, wenn ihr dann anderer Meinung seid, das ist umso cooler, oder? Dann kann man nicht darüber reden. Genau. Dann kann man vielleicht herausfinden, warum hat jemand ein anderes Bild, oder? Und ich glaube schon, das Buch würde ich in 5 Jahren anders schreiben.
weil ich dann wieder mehr erfahren habe, jetzt durch diesen Kurs und weil ich wieder mit mehr Leuten geredet habe und in die Tiefe bekomme. Aber das ist ja immer eine Momentaufnahme, oder? Also, das entwickelt sich ja weiter und also, ja man kann nicht Aber eben bleiben stehen. das zeigt ja auch deine Geschichte, oder? Du hast verschiedene Phasen gehabt und verschiedene Weggabelungen und dass du da bist, wo du bist nur, weil du nicht bist weitergekommen. Und das haben wir eben schon gesagt, du hast einerseits, wo du eben eingestehst, du kannst es noch nicht, du brauchst Hilfe, du brauchst Änderung. Und gleichzeitig eben sagst, wie ich bin bereit, meine Gedanken zu formulieren, auch wenn ich weiss, in 10 Jahren sind sie noch nicht dort. Ja. Und das finde ich eben so etwas, wo so etwas Urchristliches ist. Gell? Ich denke so wie, dass man überhaupt zu einer Beziehung mit Gott kommt, oder? Braucht es ja irgendwie eine Umkehr. Es braucht ja ein Umdenken. Es braucht ja ein Eingestehen, dass man Hilfe braucht. Das braucht ja irgendwie... Und dann finde ich es so skurril, dass der Zweifel hat mir geholfen, dass ich bei Gott gelandet bin. Weil ich habe gezweifelt, ob mein Leben so Sinn macht. Und dann bin ich bei Gott und dann darf ich plötzlich nicht mehr zweifeln. Weil jetzt ist Zweifel etwas Böses. Das kann ja nicht sein. Sondern irgendwie muss ja der Prozess vom Hinterfragen muss irgendwie weiterlaufen. Ja. Und das finde ich eigentlich etwas... Ja, und das ist schlussendlich auch etwas sehr Reformiertes, würde ich sagen. Hinterfragen und ja, können wir es nicht auch anders anschauen. Manchmal, ich sage manchmal, die Reformierten können alles totschnurren, oder? Wir können dann 400 Synoden, oder wie es heisst, darüber halten und am Schluss wissen wir immer noch nicht, was wir jetzt machen und haben Geld ausgegeben. Aber es ist schon etwas sehr in der DNA vom reformierten Glauben. Es muss einfach gekoppelt sein an einer Tat. Oder? Ich finde, wenn ich die Kirchengeschichte anschaue, sind für mich die bewundernswertesten Leute sind nicht unbedingt die krassen Theologen, sondern sind die einfach so haarsträubendes Zeug haben gemacht wie ich verkaufe jetzt alles und ich gründe jetzt einen Bettlermönchsort. Und du denkst einfach so wie, was? Der Pfarrer Seber, oder, zum Beispiel. Ja. Der Pfarrer Seber ist ja nicht der Karl Barth, oder? Aber ich finde jetzt auch, also Karl Barth kannst du auch nicht wirklich lesen, ich habe es noch nie. Also, das ist wirklich ganz heisse theologische Kost, glaube ich. Aber der Pfarrer Seber da, der hat einfach Menschen geholfen und ist da gewesen, oder? Also weißt du, so, oder? Finde ich auch. Aber eben, es ist immer so eine Mischung und dann gibt es so verschiedene Gaben, der gleiche Geist, verschiedene Teile vom Leib. Aber ich finde halt schon, es wird eben dann spannend, wenn alles miteinander reingeht. Und ich habe wirklich das Gefühl... Wenn das geht. Ja, aber das wäre ja die Idee, dass du wie nach Kirche bist, wo du weißt, wir kümmern uns um die Armen und gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass wir nicht einfach irgendwelche Gugus glauben, die einer mal erzählt hat, sondern wir wollen uns mit dem Wort befassen. Ja. Und gleichzeitig sagen, wie in allem Aktivismus brauchen wir die Ruhe, wir brauchen die Stille, wir brauchen irgendwie das Reden vom Geist für jeden individuell und gleichzeitig zu merken, wir sind Familie, dass all diese Aspekte Platz haben und da hilft, glaube ich, einfach einander zuzuhören und zu merken, der Fuß denkt etwas ganz anderes als die Hand. Aber vielleicht, genau, aber das ist vielleicht auch relevant. Ja. Wir hören nochmal Musik und zwar gehen wir diesmal wieder in die Schweiz und wir hören von Eluveitie. Oh Gott, ist jetzt Eluveitie. Genau, so nach dem Talk dann. Und der Song ist Helvetios. Helvetios. Das ist gut, super. Helvetios. Helvetios. Erzähl etwas. Warum ist der hier auf der Liste? Eluveitie ist eine Band, die es bei mir geschafft hat, die ich häufig höre, daheim auch, und wo es mir auch die Haare aufstellt. Und das machen bei mir meistens so die alten Sachen, die ich schon seit 20 Jahren höre. Und Eluveitie ist wirklich eine Band, die ich finde, von Anfang an, das ist auch Metal mit klassischen Elementen. Aber die haben irgendetwas drin oder geschafft oder drauf, wo ich finde, hey, geil. Nice. Also so, oder? Also, wir hören Eluveitie. Genau. Aber du machst eben, das ist ja der springende Punkt, oder? Du hast gesagt, zuerst Klavier, klassisch, Jazz. Dann Bergstehen in der Weltgeschichte rum und
Und dann machst du Kinderlieder. Dann machst du Du machst Kinderlieder. Metal-Kinderlieder. Du mal beschreiben, wie ist das gekommen? Ja. Ich habe ja nach ein paar Metal-Scheiben und so, irgendwann ist eben, ich habe 2 Kinder, 6 und 2,5, 2 Buben. Und am Anfang hast du ja keine Zeit mehr, bis du mal zurechtkommst mit, wie läuft jetzt das, ist Familie und so. Und dann irgendwann habe ich diesen Musikdrang habe ich immer gehabt. Und dann war auf einmal so, ja, ich könnte ja Kinderlieder selber machen. Weil die Kinderlieder, die es gibt, habe ich immer so ein bisschen, ja, okay. Kenne ich zwar, aber finde ich jetzt nicht. Und dann habe ich ja ein paar Griffe auf der Ukulele da. Auf der Metal-Ukulele, die mir ein Kollege geschenkt hat. Ja, kannst du die haben, da, gut. Ein paar Griffe gelernt, das was gehört. Und habe einfach, ja, dann lustigerweise kommt mir zu Sinn, genau, ein Jahr lang an einer Primarschule erst die 2. musikalischen Grundkurs unterrichtet. Okay. Das war eigentlich der Auslöser, wo ich gefunden habe, okay, ich brauche Kinderlieder, ich mache die selber. Ein Herbstlied gemacht und ein neues Jahrlied und einfach so ganz simple, einfache. Und irgendwann habe ich gefunden, jetzt knall ich die noch auf Spotify, oder? Bin ich wieder zum gleichen Kollegen, der schon überall dabei war, in Bandraum, also ins Studio. Und dann habe ich das Zeug aufgenommen. Und dann habe ich gefunden, ja, eigentlich bin ich ja Metaller, also ich mache noch ein paar Metal-Versionen von. Es gibt noch nicht so viel, aber vom Zolli gibt es eine Metal-Version und vom Schneeflöckli, glaube ich. Das können wir eigentlich hören. Komm, das Ja, hören das wir. hören wir. Schneeflöckli von Markus Bürki. So schnell. Aber das ist das Schneeflöckli. Winter, Schneeflöckli. Schneeflöckli. Okay. Das ist natürlich anders. Schneeflöckli, Schneeflöckli, wo bist du? Schneeflöckli, Schneeflöckli, was machst du? Schneeflöckli, Schneeflöckli, ich hab dich so gern, ja du kommst von einem anderen Stern. Bam, bam, bam. Schneeflöckli, Schneeflöckli, wo bist du? Schneeflöckli, Schneeflöckli, was machst du? Schneeflöckli, Schneeflöckli, ich hab dich so gern, ja du kommst von einem... Oh, Also, das ist ein Banger. ja eben, es ist dann, es ist eben so, wie wir vorhin gesagt haben, oder? Es gibt so viele verschiedene Bereiche, was irgendwie unser Leben beinhaltet. Bei dir Ja, ist eben Musik, Familie, so das spirituelle Ding, eben Ökologie, was auch immer. Und eben, dann kommt plötzlich ein neues Thema. Die Kinder die waren vorher ja offensichtlich noch nie ein Thema gewesen. Nee. Und plötzlich sind die da. Und dann kreierst du quasi Musik. Und jetzt ist es eben so, dass du ja eben nicht nur für Kinder etwas machst, sondern scheinbar für Männer. Was brauchen die? Brauchen die ohne Männerhort oder was ist? Die brauchen, oh, jetzt Achtung. Ja, die Männer brauchen, glaube ich, ganz viel, gerade in der heutigen Zeit, wo es nicht mehr klar ist, eben, was ist meine Rolle in der Familie, in der Gesellschaft, in der Beziehung zu meiner Partnerin oder zu meinem Partner, ist ja wurscht. Die Rolle ist nicht mehr klar und das bröselt alles. Und das sieht man in der Gesellschaft und überall wieder mal, wenn es so Ausbrüche gibt von, ich sage jetzt nicht Angry White Man, aber es ist schon so etwas, wo, ja, über den ex-amerikanischen Präsidenten müssen wir auch nicht reden, aber es ist auch so ein Auswuchs, der irgendwie explodiert ist. Und, also die Rolle ist nicht mehr klar und dort ist eigentlich ganz viel Bedarf da, habe ich wahrgenommen, um die Männer auch zu begleiten, im Sinne von, was ist deine Rolle in dieser Welt, in deiner Familie, mit deinen Kindern? Welche Rolle willst du einnehmen als Vater? Und als ich Vater geworden habe, weil ich selber Ausbildungen habe im Erwachsenenbildungsbereich, habe ich gefunden, das fehlt mir, aber ich mache das jetzt selber. Okay. Ich habe noch eine Einzelfirma, wo ich ab und zu Sachen anbiete oder Sachen mache. Und dann habe ich wie eine Austauschrunde für junge Väter angeboten. Und am Anfang waren natürlich die 2 Kollegen, die auch Vater wurden, drin. Und irgendwann ist es grösser geworden. Ich habe immer noch 80% kennt oder von Genossenschaft oder so. Aber es waren super Runden mit 7, 8 jungen Vätern, wo man einfach Themen besprochen hat und halt, sage jetzt mal, didaktisch mit einer guten Methode hat. Man hat niemanden bloßgestellt, natürlich. Man hat vielleicht in Grüppli gemacht. Man hat Sachen besprochen, wo man sonst einfach den Rahmen nicht hat. Und dort ist mir ganz viel aufgefallen, dass es kommt immer mehr auf. Es gibt auch
Webseiten und Kurse, Wochenends, was heisst Mann sein, Vater sein etc. Aber das Zeug wird alles nicht überlaufen. Ja. Weil wenn du Statistiken in der Schweiz anschaust, also im Bundesamt für was auch immer, Statistik oder Zahlen, der Mann arbeitet einfach im Schnitt mindestens 90% der Schweiz. Ja. Also die Zahlen sind klar. Ja. Und das, was ich mit meiner Frau mache, 50-50, das ist völlig utopisch. Ja, das, das machen wir ja. in 100 Jahren. Oder? Ja. Also, aber der Mann schafft 90 plus und der hat gar nicht Kraft oder die Energie oder die Muße oder was auch immer, zum sagen, jetzt gehe ich noch in ein Männerwochenende. Und ist nicht sowieso das Bild, Ja. zum Sinne von, du redest jetzt sicher nicht über das, bist ja kein Röckli oder musst jetzt Ja, nicht das über deine kommt alles Gefühle noch reden. dazu. Also es braucht dann auch Überwindung, dass Ja. du dich dort anmeldest und sagst, wie, das könnte mir etwas bringen. Also ich habe eine Frage oder ich habe es eben nicht im Griff. Ja. Aber das ist ja ein Thema, wo wir, wenn ich es nicht im Griff habe, gehe ich sofort in eine Erziehungsberatung zu einem Psychiater, ist mir alles wurscht. Weißt, Ich hole mir Hilfe, oder? Weißt du, warum Also, es mich würde stressen, so ein Wochenende mich Nein. anzumelden? Ich habe dann Angst, dass wir dann irgendwelche Zeug machen, wie keine Ahnung, jetzt einen Baum Schweizhütte. fällen und ich, Ja, aber- sorry. aber Why? aber ein Why Baum though? fällen, ein Baum Jo, fällen ist ja etwas, Ja, ist mir schon klar. vielleicht Ist klar. Ja. Das zum ist, dran arbeiten. darum habe ich ja das Beispiel gebracht. Ja. Aber es ist einfach so wie, Ja, klar. so wie wo ich dann denke, wie, ich bin so froh, dass ich mich eben nicht muss über Stereotypen bedienen und dann gleich zu merken, dass gewisse Sachen eben vielleicht aussehen wie Stereotypen, sondern vielleicht gibt es einfach Sachen, die einfach archetypisch da sind Ja. und uns einfach alle angehen und du musst dich vielleicht dieser Sache stellen, oder? Also, Ja, und dann wird es eben sehr, sehr komplex, weil Stereotypen und ein Riesenthema, die Archetypen, die sieben, die es gibt und so. oder Das wie ist immer alles man auch es zu zählt. hinterfragen, weil schlussendlich ist, ich sage das spannendes Buch wieder, sehr vieles ist halt einfach über die Kultur weitergegeben worden. Genau. Wie wir sind, wie wir glauben müssen sein als Männer, Väter, das meiste ist kulturell. Von unseren Vätern auf uns und von uns, sage ich jetzt von mir, nicht mehr auf meine Kinder, weil ich Oder eben, von den Nicht-Vätern, das ist noch ein anderes sind Thema. gar nicht da oder? gewesen. Die nicht da sind, wo du dann irgendwie ein idealisiertes oder verhasstes Ja. Bild von... Und dann überträgst du es in Oder deine theologische in Dinge, Deutschland oder? sind sie gar nicht mehr aus dem Krieg zurückgekommen, oder? Also Ja. die Väter sind gar nicht da gewesen. Ja. Also weißt du, so Sachen, wo wie... Ja. Und da war einfach die Idee gewesen, dort etwas anzubieten, wo ich gedacht habe, wow, da kann ich dann mal leben davon in 5 Jahren. Nächste Frage. Gut. fail. Das war natürlich nicht so. Gewesen. Und es ist wirklich ein Herzpflaster. Und was ich auch probiert habe, ist über einen Geburtsvorbereitungskurs, also eigentlich über die Frauen auf die Männer zu kommen. Und dann habe ich Mails bekommen von Frauen. Ich bin 40, 50 Hebammen, bin ich meine Männeraustauschrunde vorstellen, mit Bieruntersetzer übrigens, die ich habe, daheim im Keller noch. Einfach andere als der. Und dann habe ich Mails bekommen von Frauen, die sagen, hey, es ist mega wichtig, deine Arbeit, und das ist super, und ich bin auch froh, gibt es so Zeug. Aber wenn Nein, Frauen nicht. dir das schreiben und nicht Männer... Eben, nein, nicht zurückgeschrieben, das ist mega lieb, aber die Mann kommt ja nein. nicht. Das ist, oder? Weißt du, siehst du? Die Frauen finden es mega wichtig und es ist mega gut, und mein Mann würde aber nicht kommen, schreiben sie dann 2 Zeilen später. Ja. Und jetzt ist die Frage, warum nicht? Und Ja. daher kommen eben alle die... Ja, da gibt es Vorurteile und ganz viele verschiedene... das ganze auch, Päckchen, oder wo? biografische... aber wenn dann Einzelne kommen, was hast du das Gefühl, mit was schaffst du? Also was ist über das Gespräch oder über was machst du? Ja, Gespräche und irgendein Thema. Du nimmst meistens irgendein Thema. Heute schauen wir an. Am Anfang waren Sachen wie Kleinkind. Was machst du mit dem überhaupt den ganzen Tag, wenn du Papi-Tag hast oder Wochenende und die Frau weg ist? Ja, weil es redet ja niemand drüber, oder? Nein. Woher- Und eins musst du einfach auch sehen, wenn du bei einem Sandkasten im Sommer bist, wer hockt dort? Es ändert langsam, aber wer hockt zu 90% dort? Ja, halt Mütter, Mütter, ja. oder? Ja. Und die reden eben zusammen. Ist dir sicher schon aufgefallen? Die reden ja zusammen, wenn die Kinder am Spielen sind. Jetzt auf einmal kommen ein paar Väter dazu, die immer noch die Exoten sind. Und die reden in der Regel eben nicht, sie sind sich nicht so gewohnt, im Schnitt zusammen auszutauschen, zu reden, wie machst du es, und so. Das ist einfach alles wie neu, oder? Das stimmt, Also das das- uns überlegt. Nein. Und vor 40 Jahren war es halt das Tragetuch gewesen, oder? Ich habe meine beiden Kinder
tagelang, stundenlang, wochenendlang im Tragi rum. Ja. Da schaut heute keiner mehr, kein Mensch. Ja, das ist so. Vor 40 Jahren hätte ich als Mann alle blöd angeschaut. Hey, ist die Frau nicht da? Oder? Also hast du auch die ganzen Sprüche. Und das hat schon vieles geändert. Und gleich, ja, es sind glaube ich, auch viele Verletzungen, die noch rum sind bei Männern, eben, weil es wirklich so am Kippen ist. Die Gesellschaft ist an einem Kipppunkt. Jetzt ist die Ehe für alle endlich durch, sage ich. Das sind Kipppunkte, oder? Es ändert vieles. Und Ja, dann wird halt neu gemischt. Und Neu dann gemischt. ist halt jeder, was heisst das jetzt für mich konkret? die alten Rollen kannst du nicht mehr ausleben. Du kannst nicht mehr als Vater am Abend nach dem Arbeiten heimkommen, auf den Tisch klopfen und sagen, jetzt ist Ruhe. Ja. Aber geh mal auf YouTube alte Videos schauen, wie es vor 50, 60 Jahren, wie sich die Frau soll verhalten, wenn der Mann heimkommt. Da gibt es Also ich finde, Sachen, die umhauen. Etwas vom oder? Lustigsten finde ich zum Teil so auf Frauen zugeschriebene Werbung. Ja, ja. Weißt du, was es Alben gegeben Ja, hat? klar. Du brauchst das Haushaltsgerät, Damit, damit du deinen Mann kannst. Genau. Du bist wirklich so wie. Ja. Was? Oder weißt du, so, wir müssen jetzt nicht über die Sprüche Ja, ja. reden, aber so der Spruch, hilfst du deiner Frau auch im Haushalt? Ja. Nein, ich putze einfach meinen eigenen Dreck selber weg. Das ist doch die Aussage heute. Ja, ja, klar. Und nicht hilfst du deiner Frau Ja, ja. im Haushalt. Ja, I see. Also weißt du, oder? Aber eben, es Das- kann natürlich dann auch, je nachdem, eben, wie du aufgewachsen bist, kann genau so etwas eine unendliche Angst auslösen. Ja, oder? Dass total. du das Gefühl hast, wie, Bricht alles du zusammen. verlierst die Dinge und jetzt musst du irgendwie zusätzlich, dass du eben noch eben schaffst und erfolgreich bist und bla bla bla, solltest jetzt plötzlich noch deine weiche Seite entdecken, aber du weißt gar nicht, wie das geht, weil du hast irgendwie in deiner Jugend gar nicht über deine Gefühle geredet oder nur, wenn du irgendwie bist besoffen oder bekifft Genau. oder so. Und dann musst du plötzlich wie Ja. neue Formen finden, die wie Ja. gar noch nie existieren für viel. Eingelernt hast. Und das ist halt der Klassiker, oder? Da kannst du ein Buch darüber lesen. Die Abspaltung der Gefühle. Der kleine Bub schaut zu seinem Vater Ja. und schaut ihm zu. Wenn er Stress hat, schreit er oder er trinkt ein Bier. Ich tue es jetzt sehr vereinfachen. Dann sieht er, ich habe auch ein Schnäbi, ich bin auch ein Mann mal, also werde ich wie der, kopiere das, spalte meine Gefühle ab und rede nicht darüber, das staut sich an und wie reagiert. Ich bin ja auch, weißt du, bei meiner ersten Geschichte, wo die Beziehung auseinander ist, was war die Antwort? Bier trinken. Ja. Und dann ist dann mal, ich könnte noch einen Pfarrer und so. Ja. Aber die erste Reaktion, die schnell ist gekommen, war die gewesen. Und die habe ich irgendwo abgeschaut. Ja, aber das schaut man. Also ich habe das Oder? Gefühl, du musst noch nicht einmal bei deinem eigenen Vater, sondern du kannst es irgendwie auf Gesellschaft. Hollywood oder YouTube Ja, ja, oder eben. irgendwo hast du ja 100 Bilder vom Mann, der irgendwie sich nicht Stark im Griff ist. hat und so und ein kleines leichtes Alkohol. Also ich habe auch als Künstler habe ich ewig gehabt, irgendwann mal zu sagen, Moment, ich muss ja nicht übermäßig viel Alkohol trinken. Zum Künstler. Ja! Weißt du, es ist eigentlich offensichtlich. Ja. Aber wenn du umgeben bist von Leuten, die alle alles gleich machen und du hast keine Ahnung warum, Ja. so, dann ist einfach wie du kopierst nachher so Zeug. Oder die andere Variante ist natürlich das, was China macht. Jedoch irgendwie vor 2-3 Wochen haben sie entschieden, dass sie aus allen öffentlichen Fernsehen und Sachen Männer rausstreichen, die zu feminin sind, weil sie Angst hatten. Ja, aber das ist Das- dann auch wieder so die radikale... Genau, es ist dann so und das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen ja die Eigenverantwortung, wir wollen ja die unterschiedlichen Versionen von Männern haben. Aber Genau. das kostet jetzt halt irgendwie Zeit Das kostet, und Arbeit. das kostet oder? ein paar alte Bilder und es muss einfach diverser sein. Oder? Meine Söhne sollen können an mir Seiten sehen, wo sie finden, das ist jetzt aber speziell und nicht klassisch, können sie nicht zuordnen in dem Sinn. Aber Ja. ich hatte jetzt eine andere Frisur als mein Vater hatte und ich habe auf beiden Seiten ein Ohrenlöchli. Ich komme aus dem Konflager und habe schwarze Fingernägel, weil wir uns alle haben die Fingernägel. Das ist wirklich kein Thema mehr, oder? Ja. Sondern, oder? Aber eben, Das sind kleine Sachen. Das ist auch wieder das, was ich eben bei deinem Andachtsbuch oder bei deinem Texte für die Kirche Genau. gesehen habe. Die Chancen von unterschiedlichen Perspektiven. Zum Sinn von, wenn ich nämlich höre, wie du
deine Gedanken formulierst, dann kann ich oder das ermutigt sein, meine Gedanken, Ja. die vielleicht auch noch nicht 100% ausgeformuliert sind oder Mal noch zu nicht formulieren. passen. Genau. Und ich habe das Gefühl, das ist ja eigentlich eine Chance für uns als Kirche, dass wir zu einem Ja. Ort sind, wo eben Zeloten und Zöllner und Pharisäer können Alle. an einem Tisch hocken. Das wäre ja eigentlich das, Genau. wäre ja eigentlich das Schöne, was wir Genau. haben mit Jesus, der irgendwie jetzt fertig Diversität, oder? ja. Ja. Das ist eigentlich ein schönes Bild. Ja. Wir hören noch mal etwas und nachher kommen wir dann langsam Richtung Ende. He? Und Was hören wir? Soilwork. Soilwork. Ja, wir hören Soilwork. Soilwork. Du, erklär mal, was ist das? Ja, also Soilwork ist einfach eine Band, wo ich der Björn Speedstreet, der Sänger, so einen Kasten, der kommt auf die Bühne. Sorry, stopp, das heisst Speed. Der heisst Björn Street und sie schreiben immer Björn Speed, weil er eben so schnell kann, er kann so schnell crawlen und so. Und ich meine, der kommt auf die Bühne, schaut ins Publikum, der schreit, der crawlt, der bricht Töne, also der kann eben alles, oder? Und das sind so Leute, die ich selber geschrauen habe und ab und zu probiert zu singen, aber da gibt es Aufnahmen von mir, wo dann immer so... Sehr gut. Und der Björn ist einfach einer, wo ich, wenn die wieder kommen, ich muss sie schauen. Von wo seid ihr? Weißt du nicht? Schweden. 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 Keine Ahnung. Ich glaube Wenn es Schweden. nicht stimmt. Ja, ist nicht Wir schlimm. können nichts dafür. Wir Der können Flo nichts kann es dafür. rausschneiden. Der Flo ist nicht Also, wir hören Soilwork. unbedingt. Ah, du hast mehrere? Ah, du nimmst eins. Das obere, was ist das? The Ride Majestic, oder was? Ja, das ist gut. Ja, Publikumsfragen haben wir heute Abend leider nicht, weil das nicht geklappt hat mit Twitch. Aber ich möchte noch etwas eingefordern zum Thema Männer. Ja. Ich habe noch einen Beitrag. Du hast gesagt, du hast echt die Mannenangebote machen und bist wieder schlussendlich nicht ganz gelandet. Das war alles super. Ja. Und es ist tatsächlich schon so, dass man sagt, ja, eben Männer können über Gefühle reden und die reden nicht lang und so. Wir haben im Greenfield bei der Ansprechbar eine spannende Erfahrung gemacht. Und Fakt ist, dass jetzt im Gegensatz sonst zur Metal-Szene ist dort das Publikum ungefähr halb-halb. Es hat ein bisschen mehr Männer, aber es ist etwa halb-halb. Aber interessanterweise, wo wir dann geschaut haben bei der Auswertung, die ganz langen Gespräche Männer gewesen. sie waren Männer gewesen, genau. Und zwar über alles mögliche tiefste Gespräche, um was für Themen. Und ich sage, wahrscheinlich ist es letztlich eine Frage wirklich vom Setting. Also nicht so, dass Männer nicht reden, aber es braucht das richtige Setting. Und meistens sind wahrscheinlich die Setting, die man so bietet, irgendwie klar. jetzt, ich weiß auch nicht, aber was es ist, sie sind wirklich zu feminin oder sie sind falsch konnotiert oder wieder gibt es viele Formen. Aber am Festival, wenn man dort einen Rahmen bietet, dann stundenlang, je nachdem. Ja, was ich einfach dann auch nicht gerne habe, sind die Settings, wo irgendein, ich weiss doch nicht, wo du als Kirchengemeinde irgendein Alpha-Tierchen aus der Wirtschaft reinholst und nachher den Männern sagst, komm mal schauen, wie der jetzt da in der Wirtschaft unterwegs ist und nachher dann kommen vielleicht ein paar Männer, aber dann bedienst du wieder die Klischees, oder du holst den Chef von Ferrari oder ich weiss oder ich weiss so Zeug. Du tust dann wieder die Sachen, und vielleicht sind Stuhlkreise halt wirklich, wo man dann so in der Stuhlkreis und dann, ja, vielleicht ist es so. Dann müsstest du eben vielleicht wirklich einen Baum fällen. Ja, oder etwas schnitzen, habe ich zum Beispiel gehört. Etwas schnitzen, ein Sargbaukurs für Männer habe ich schon. Du kannst die eigene Du kannst die eigene Sarg Ein bisschen machen und präparieren. dann redest du Das dann eine über hast die du schon, Themen, oder? Ich glaube, letztlich ist es wie einfach, es passt nie alles für alle. Nein, Halt das ist einfach, so. ja. Es gibt gewisse ist so. Mehrheitsdenker, die sagen, ja, für eine Mehrheit der Mann ist vielleicht eher das oder so, aber es Klar. ist nie für alle alles. Ja, wir haben eine Frage, die wir unseren Gästen immer stellen. Wir sind Metal Church, wir versuchen irgendwie christlichen Glauben hier zu leben in dieser Szene. Markus, wie nimmst du die Metal Church wahr, von so aus einer Halbdistanz in der Verbundenheit, aber eine Halbdistanz? Sag uns, gib uns Saures, gib uns Saures. Zucker. Jetzt wie ist auch der immer. Halloween Saures. Süßes oder Saures. Also ich bekomme ja alles mit und Newsletter und ich schaue meistens so die Sachen und bin auch schon an Gottesdiensten gesehen. Ich finde es mega cool. Für mich ist es wie eine Erleuchtung gesehen, dass man eben das verbinden kann, christlichen Glauben und Metal. Was ja auf den ersten Blick von außen geht nicht. Entweder das oder das. Und ich finde, nein, geht, passt. Eben, Four Horsemen,
Das ist Offenbarung, für alle, die es noch nicht wissen. Ja, also das kann man verknüpfen. Und ich möchte viel mehr von solchen, sagen jetzt mal, Szenenkirchen sehen in Zukunft. Weil ich das Gefühl habe, dass das Modell, das wir jetzt vielfach noch der Sonntagmorgen, ja, den machen wir jetzt noch, solange es noch braucht. Aber ganz ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, irgendwann, aber so aus dem wo ist jetzt das Horn da? Dort. Das Abendsmahl mit Metal und nicht immer in dieser stieren, ruhigen, sondern wo wir es dort haben, wo ich mal dabei war, ein Zöpfen brechen und auch dort, die Tischgemeinschaft, die Jesus wahrscheinlich so, wie er es gemacht hat, das war ein Fest gewesen. Und alle zusammen. Und das ist zu und her gegangen, oder? Darum gibt es ja Fresser und Säufer irgendwo, wo die ihm sagen, das glaube ich nicht, aber und wir haben daraus so ein verstaubtes Ding gemacht. Aus der Kirche allgemein. Und das, glaube ich, ist sie nicht. Sondern es ist Gemeinschaft, es ist Menschen. Bibel, Bier, Gesang. Oder? Ja, genau. Das volle Leben, es gehört alles rein, oder? Und ich wünschte mir eben, dass irgendwann auf der Steuerrechnung unten steht, Kirchensteuer metalchurch.ch. Dass man irgendwann wählen könnte, oder? Das kommt ja klar. Also, Ja, es ist noch ein weiter Weg, aber Ja, ich ja. muss sagen, sechs wieder mal deinem Kopf fahren, Genau. Uli, und dann dass Uli wir wieder macht. mal anrufen. Genau, und ich Ja. glaube, Uli hat da schon ein Einsehen, aber es gibt noch ganz viel. Ja. Letztlich ist ja die Frage, gell, etwas, was einem lieb ist, wenn das erbelt, dann kann das eben auch Ängste wecken. Ja. Und wieso sollten jetzt andere etwas haben, wenn ich dann nicht mehr habe, was mir Ja, ja. wichtig ist? Ja. Darum, ich glaube, letztlich müssen wir ein Konzept haben von Ergänzung, wo man die Berechtigung sieht vom anderen. Ja, sonst geht es um Oder dann gegenseitig. Verteilkämpfe. Oder? Genau. Und das ist eigentlich auch immer so ein bisschen, ja, warum dürfen die jetzt in der Jugendarbeit so viel Geld und wir nur so viel? Und dann finde ich halt, weil wir eben jetzt in Zukunft, ja gut, lassen wir. Ja. Kirchenpolitik. Hast du noch irgendein Schlussstatement, wo du sagst, ja, jetzt haben wir Haufen geredet, das müsste eigentlich noch gesagt sein, irgendjemand, der heute zugeschaut hat, das müsste von Markus sagen, das willst du der Welt mit auf den Weg geben. Hast du jetzt noch Deine offenes Minute. Mikro? Nein, ich glaube einfach, dass für alle die jetzt im Stillen zuschauen, ohne dass sie in eine Kirche müssen und das Gefühl haben, das könnte etwas sein, geht einfach mal auf die Leute zu. Du musst nicht einmal in die Kirche am Sonntag, finde ich. Aber geh auf die Leute zu und rede mit denen und frage. Sitzt mit denen am Tisch, eben für das bildlich noch einmal. Ich glaube wirklich, dass dort sehr viel auch Potenzial ist, weil man einfach, wo man verschenkt, weil man Angst hat. Ah, die sind auch so komisch, die Leute und so. Ja, wir sind auch komisch, wir drei, aber wir sind auch speziell und interessant und wir sind auch Kirche eben. Wir sind auch, oder? Also es ist wirklich, das Bild ist einfach viel breiter, als das in der Gesellschaft, glaube ich, noch vorhanden ist. Und ich glaube, dort mal offen zu sein und zu sagen, kann ich mal fragen? Geh rufen. So. Dein Wort in Gottes und in den Menschen Ohr. Genau. Hey, merci vielmals, Markus, dass du gekommen bist. Merci auch. Ja, und ihr, liebe Leute, es war nicht das letzte Heavy Mental gewesen. Es fällt jetzt eben die dunkle Jahreszeit an, ich habe es gesagt. Wir haben in dem nächsten halben Jahr noch weitere 3 Mal Heavy Mental im November, im Januar, im März. Und nachher gibt es eine Sommerpause und im Oktober, November nächstes Jahr geht es vor. Wir haben 4 tolle neue Gäste, also eigentlich 6 Gäste sogar nächstes Jahr in 4 Mal buchen. Mehr sage ich noch nicht, aber das nächste Monat, wenn wir nächstes Mal Heavy Mental haben, werde ich euch das Geheimnis dann auch lüften. Die nächste Person, die wir eingeladen haben, ist der Matt Brandt. Der Matt ist Metal-Musiker, ist Labelinhaber bei Pylon. Das war sein grosses Traumprojekt. Er ist aber auch Abwart. Er hat studiert am Theologisch-Diakonischen Seminar in Aarau. Ich freue mich mega darauf, mit dem Matt ins Gespräch zu kommen. Zuerst vor allem der Silas, aber immer nachher dann eben neue Fragen auch zu stellen. Am 26. November, 8:30 wieder auf Twitch, hoffentlich funktionierend.